Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Lektion von ukulele.ch. In dieser Lektion wollen wir uns an die letzte Tonart heranwagen, nämlich an E-Dur-Tonart. Tonart E-Dur auf der Ukulele spielen ist nichts Einfaches. Das ist eine Tonart, die ich selten brauche, weil ich ein bisschen die schwierigen Akkorde auch umgehen. Aber ich zeige es jetzt gleich einmal. Der Grundgriff von E-Dur ist der E-Dur-Akkord. Der sieht so aus. Finger 2, 3 und 4 im vierten Bund nebeneinander und der Finger 1 auf der ersten Seite. Und von oben ist das so. Das ist der E-Dur. Probieren, bis jede Seite schön klingt. Auch der ist schon ganz nahrhaft, aber noch nahrhafter ist dann der nächste, das ist dann der B7. B7 oder H7, das ist das Gleiche. B7 ist die Standardschreibweise, die international, und H7, das ist die deutsche Schreibart. Ist also beides richtig. Es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist einfach beides das Gleiche. Der B7, das ist ein sogenannter Barré-Akkord, das heisst, mit dem Finger 1 drücken wir über alle 4 Seiten rein. Und das sieht so da aus von oben. Im zweiten Bund drücken wir über alle Seiten rein. Und der Finger 2, der kommt dann hier noch auf die dritte Seite im dritten Bund. Und Töne, da tönt ein bisschen schlecht am Anfang wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier die einzelnen Seiten drücke, merke ich gerade, oh, das ist nicht so gut. Diese Seite hier, die ist noch nicht gut. Darum muss ich den Finger 1, den ich über alle Seiten hineinlege, den muss ich halt ein bisschen anders hineinlegen, bis es gut tönt. Ich tue jetzt ein bisschen weiter vornehmen. Also da. Jetzt ist es gut. Jetzt tönt es gut. Auch wenn hier der Finger 1 ein bisschen drüber ausschaut. Das ist wegen der Hautfalten im Finger, dass man da halt vielleicht gerade dort eine Seite trifft und dann klingt es dort nicht. Also darum mache ich das so. Das könnt ihr machen, wie es euch am besten geht. Das ist der H7 oder B7. Und der dritte Akkord, den man für die Tonart viel braucht, das ist der A-Dur. Das ist ein einfacher, den haben wir schon gelernt. Dann machen wir mal die Übung, die hier im Heft Seite 70 zuunterst ist. Da ist sie auch gerade abgebildet. Und die tönt dann so. Also, das braucht aber viel Zeit zum Üben. Also, das geht natürlich nicht so schnell, bis die Akkorde ein bisschen tönen. Und darum, das ist eine Tonart, die man wirklich auf der Ukulele nicht so oft braucht. Diese Übung, ich zähle auf 4. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 1, 2 und jetzt kommt B7, 1, 2, 3 und wieder E und dann kommt A und noch eins A, 1, 2 und B7, 1, 2, 3 und wieder E zum Schluss. Die Übung oder eine ähnliche kann man aus dem Kopf ein bisschen kombinieren, selber etwas erfinden. Das muss nicht genau die Übung sein. Es geht ja einfach darum, dass man die Akkorde ein bisschen üben. Jetzt wollen wir gerade noch ein Lied machen in dieser Tonart. Und zwar kommen hier die beiden Akkorde E und B7 vor. Obwohl es ja eigentlich nur 2 Akkorde sind, aber das hat es in sich, das ist ziemlich schwierig. Der B7, da tut man nur immer 2 Schläge machen und dann wechselt er schon wieder auf E über. Also, ich zeige es mal. Den könnt ihr mal selber probieren nachher. 1, 2, 3. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen
steigert der weiße Nebel wunderbar. Das ist das Lied. Und jetzt tue ich gerade noch einmal spielen, und zwar spiele ich einmal die Melodie und du kannst einmal dazu probieren, die Begleitung zu machen. Ich tue es aber ein bisschen langsamer. Achtung, kannst auch dazu singen. Ich spiele nur die Melodie. 1, 2, 3. Wiederholen. Also nicht traurig sein, wenn das mit dem Begleiten noch nicht klappt. Das ist normal. Vor allem eben der B7, das ist jetzt wirklich ein schwieriger Akkord. Jetzt werde ich noch eine Technik zeigen für die rechte Hand. Und zwar geht es um das sogenannte Abdämpfen beim Begleiten. Bis jetzt haben wir ja eigentlich die Zeiten immer ausklingen. Also ich mache jetzt gerade mal noch den E-Dur-Akkord und wir haben so, da haben wir bis jetzt eigentlich gespielt. Aber es tönt dann ein bisschen anders, wenn man sogenannt abdämpfen. Das heisst, ich tue mit dem Handballen, mit dem rechten Handballen, den ich hier nachher da drauf habe, tue ich die Seiten dämpfen. Ich tue immer jeden zweiten Schlag so dämpfen. Also so da. Und dann gerade nach dem zweiten Schlag abdämpfen. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Also, der erste Schlag normal, runter. Und dann nach dem zweiten Schlag gerade abdämpfen. Also so abdämpfen. Ich mache es jetzt mal langsam. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oder 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jetzt, damit nicht den Krampf bekommst, nehmen wir mal einen anderen Akkord, den A-Griff. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und das tönt dann ein bisschen interessanter, wenn man ein Lied begleitet. Nicht für jedes Lied eignet sich das, aber das tönt ein bisschen anders, als wenn ich nur... Also, dämpfen, abdämpfen, dämpfen. 1, 2, 3, 4. Oder mit der leeren Seite. 1, 2, 3, 4. 1. Es kommt ja nicht darauf ab, was für die Griff das ich jetzt mache. Es geht jetzt um die rechte Hand. So mit dem Handballen abdämpfen. Das braucht ein bisschen Übung. Und am Anfang muss man das eben noch konzentriert machen. Das heisst, man muss eigentlich fast denken bei jedem Schlag. Aber mit der Zeit tut sich das so wie automatisieren und da muss man gar nicht mehr daran denken. Da muss ich nicht daran denken, dann geht das automatisch. Also der zweite Schlag ist immer ganz kurz und anschließend gerade mit dem Handballen abdämpfen. So viel zum Abdämpfen. So, das war es für heute. Viel Spass beim Üben, bei dieser schwierigen Tonart E-Dur. Und eben, wie gesagt, nicht enttäuscht sein, wenn das überhaupt nicht klappt. Und wenn das halt nicht geht, dann tust du halt die Tonart rauslassen. Tschüss und gute Zeit.